Liebe Leute, herzlich willkommen auf dem Site von der katholischen Kirche, kathol.lu. Wir geben euch heute gerne am Kader vom 400. Anniversär von der Wallfahrt zur Trägerin am Lied ein paar Punkte für die nächste Monat vorstellen. Wir wollen in dem Kontext auf verschiedene Veranstaltungen hinweisen, die über mehr eine lange Zeit laufen, wo jeder reden sollte, von der profitieren, für so ein Kehr gucken oder lauschen zu gehen. Eng sagt, ja, es wirklich wichtig war, wir hatten für ein Jubiläum Kontakt aufgeholt am Stadter Museum, für zu gucken, ob man dort eine Exposition könnte kriegen über die 400 Jahre Geschichte von der Oktav. Weil das eine Geschichte, die nicht nur die Kirche betrifft, sondern eben auch die Stadt Lützeburg und die ganze Entwicklung von der Stadt. Du hast ja gesagt, na ja, eine Vitrine werden wir schon zusammenstellen. Und du hast es gegangen, weil an der Kooperation vom Stadter Museum an dem Diözesanarchiv als eine wunderbare Kooperation entstanden. Sie haben geforscht, ein Gesicht, eine Sache von, was bald nicht möglich war. Also sie haben den ganzen Raum wunderbar ausstaffiert mit den neuesten Erkenntnissen zu den ersten Jahren von der Oktav. Also das ist kein Überblick über 400 Jahre, mit 17. Jahrhundert. Die Oktavsexposition geht von Dezember letztes Jahr bis Schlussoktav Sonntag, also der 25. Mai. Es gehen viele Exponate gewiesen aus dem Archiv vom Bistum, aus dem ganzen Fundus vom Museum, auch vom Staatsmuseum und natürlich aus einem Tresor von der Kathedrale. Und es sind Erkenntnisse zu sehen und zu lesen, die die ganze Oktav an ihrer Entstehung an den historischen Kontext setzen, was für uns wirklich eine ganz interessante Sache ist für die Kirche, für die Stadt und für die Gesellschaft von uns. Auf jeden Fall du hingehen, die Exposition ist alltag ab und hat nach bis Schluss Oktav Sonntag. Während der Fastenzeit würden wir ganz herzlich an, für auch mich spirituell und mich wissenschaftlich über das Wallfahrt nachzudenken. Das soll geschehen am Kader von den sogenannten Fastenkonferenzen, wo jeweils sonntags an der Fastenzeit so eine Konferenz hier an der Kathedrale um 4 Uhr nachmittags stattfindet. Den Anfang von den Fastenkonferenzen möchte Monseigneur George Hellinghausen sonntags den 9. März an der Konferenz die Oktav rief uns 400 Jahre Wallfahrt zur Trägerin am Lied. Dann die Woche drauf, den 16.3., als es den Don Jean-Xavier Salfran, der Vizerektor von Lucht, den über les gestes du pèlerin schwätzt. Den 23. März, als es den Abt von Klief, den Don Michel Jorot, den über le pèlerinage intérieur schwätzt. Und dann, als es den 30. März, wo die Fastenkonferenzen in Erbracht gingen, du hast die Konzert von der Maîtrise, den traditionellen Konzert von der Maîtrise an der Fastenzeit Juxta Crucem, das Jahr mit einem Programm, dem Brahms sei Requiem mit 2 Pianoen gesungen von der Maîtrise von dieser Kathedrale. Und dann den letzten Fastensonntag, den 6. April, du hast dann eine Konferenz von der Madame Sophie Bingeli, sie ist Professor am Collège des Bernardins zu Paris und sie schwätzt über la foi de Marie. Eine Sache, die uns wirklich ganz im Herz gelegen wird und wo wir nur an der Umsetzung sind, das sind Visiten von der Trägerin an den Altersheimer von der Stadt. Das ist ja so, dass ganz viele Leute, ganz viele Menschen eng verbunden sind mit dieser Trägerin, aber nicht mehr können selber an die Kathedrale kommen für die Oktav. Sie sind alt, sie sind krank, sie sind nicht mehr mobil und sie sitzen an ihren Altersheimer und heierns, da verlangern sie. Und dafür haben wir uns überlegt, für aber mit der Trägerin, ob die verschiedenen Plätze zu gehen. Trägerin auf Besuch an den Altersheimer an der Stadt. Die ersten 3 Visiten haben wir schon an der Runde. Das ist so, dass Busentreprise Sales Lenz als freundlicherweise dabei unterstützt. Das heißt, sie fuhren als Trägerin und auch als selber mit einem Minibus auf die verschiedenen Plätze, wo wir als dann mit den Leuten an den Alters- und Pflegeheimen können gesehen. Das ist ein Programmpunkt, den nicht nur draußen geht, sondern ganz viel nur bannen. Das für die Leute ein Platz von der Begegnung, von der Erinnerung, von dem, was ihnen hier ganz Leben lang ganz wichtig war.
An die Momente, wann mir Martinen de Rosekranz bierden, wann mir die Allmutter Gotteslieder sangen, dat sind ganz emovant Momente, die denen Leid ganz viel bringen. An die auch für sie ein Amment vu Stärkung auf und Trost ziehen. An wat kennt et méi schön sinn, wann Trächterin bei Leid könnt, für sie zu trächten. Wir waren lo op 3 Plätzen, wir waren am Pafendal, wir waren zu Hamm an op der Rum. Wir gehen lo nach bei Franziskanerinnen op de Bel Air, wir gehen bei Elisabeth-Schwesterin an den Park, wir gehen nach bei Zita-Schwesterin, wir gehen an de Pescator, an ganz zum Schluss auch noch bei die Blo-Schwesterin Sens, bei die Kontemplativschwestern. Visiten an den Altersheimer sind natürlich für allem für die Pensionäre und für die Bewohner an den Altersheimer, mit verschiedene Häuser invitieren auch gerne Membern von der Familien mit dabei. Und das ist dann eine Gelegenheit für eine gemeinsame Begegnung, die für uns alle gut und ganz wertvoll und ganz beglückt ist. Ein weiteren Höhepunkt von dem Jubiläumsjahr, aber wie all Jahr, das ist sicherlich die Oktavzeit hier an der Kathedrale, wo die Leute dann bei Trächterinnen am Lied auch gepilgert kommen. Das Jahr ist natürlich Jubiläumsoktav nach dem Thema wie das Helllichtjahr, wie die Jubiläumsjahr, auch die Oktav treten Thema Pilger von der Hoffnung, Pèlerin d'Espérance. Den Oktavprediger wird das Jahr den Monseigneur Leo Wagner, den Weihbischof von Lützeburg, sein. An den Anfang geht gemerkt, den 10. Mai, das ist der Anfang mit der feierlichen Andacht, wie wir das gewinnt sind für die Oktavzeit. Dann die 14 Tage, die sich anschließen an den Aufschluss, den 25. Mai, mit der Schlussprozession und gleichzeitig auch dem Aufschluss von dem Jubiläumsjahr von der Trächterin am Lied.